Gast heint in Studio ist Shmuel Perlin, wo es unsere Forverts Zuhörer und Zugucker von unserer Webseite kennen ihn von seinen Reportagen von China, was macht auf Jiddisch. Aber wir haben letztens herausgefunden, als solch ein Mechaber von einem Buch wegen einem ganz anderen Thema, wegen internen Programmen. Und das Buch heißt Intern Nation. Und in dem Buch erzählt wie ich habe verstanden, wie der ganze Gedanke von haben Interns bei der Arbeit nützt uns als Sache von unserer Jugend. Seid begrüßt, Shmuel Perlin. Shalom Aleichem, Itzik, Dank. Lass mich anheben, wir wollen reden wegen China euch, aber lass mich anheben wegen dem Buch, weil das hat euch gebracht zurück in Amerika. Ja? Und meine Tochter hat erst bekommen eine Position in einem Lernprogramm für den Sommer, wo sie gewinnt als Sachkandidaten und sie hat sich sehr gefreut mit dem. Aber nachdem ich habe gelernt, ein Buch, und ich habe getracht, 35 Stunden Woche, 8 Wochen, im Ganzen nicht bezahlt, aber sie hofft, dass von der internen Programm wird daraus Beziehungen, ein Netz mit anderen Menschen in ihr Feld. Was soll ich hier sagen? Auf wie viel ich weiß, das ist nur ein Phänomen von den letzten, ich weiß nicht, 30 Jahren oder 40 Jahren, weil in der Vergangenheit, wir haben nicht gefordert, die jüngeren Menschen, dass sie sollen arbeiten ohne Geld, ohne kein Schum Geld und öfter in etlichen Situationen zu geben, Geld zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich habe beschrieben wegen dem in das Buch. Und ich meine, es sind eine Sache Fragen, eine Sache soziale Probleme, was hat Scheiches, was haben zu tun mit dem Phänomen von internen Programmen. Ich meine, als öfter die Tochter wird haben eine gute Überlebung und das wird sein wie sagt man, ein Fuß in einem Tier oder etwas so zu gehen. Ein Fuß in Scholland. Ein Fuß in Scholland. Sehr schön. Eine gute Gelegenheit zu gehen weiter und zu gehen von Universität in der professionellen Welt rein. Aber ich meine, dass ihr darf nehmen in Betracht, als es sind nur Sachprobleme und öfter zu arbeiten ohne Geld 2 Wochen oder 2 Tage. Das ist etwas, was ich meine, das ist ein Problem. Das ist ein neues Phänomen. Ihr geht rein in ein Buch in der Geschichte von der ganzen, auf Jiddisch sagt man, sei intern, sei Praktikant. Und einmal, als man lernt diese Chronis von Misergerappe, weiß man von Lernjünglich, auf Englisch wird das gewähnt, Apprenticeships, Journeyman, auf Jiddisch ist ein Gesell. So die alle Madreges von Anheben am sich lernen bei der Arbeit. Und es ist sehr eine interessante Geschichte, was ich habe gelernt in einem Buch. Euch ein von mir das Kapitel wegen Disney World, wo Tausende von den Arbeitern sind interns und wie kann man leugnen, als das ist Ausnutzerei, als dort sieht man klar, als sie lernen sich gar nicht. Das ist ein verspäteter Gedanke jetzt, zu haben internen Programmen. Ich meine, als zwischen die weißen Kolernikers, kiemat jede Geschäft, kiemat jede Gebiet, also alle haben interne Programme jetzt. Und keiner hat nicht getracht, wegen was wird sein, wenn wir fordert, als jüngere Leute sollen tun. Also. Und das ist poschet in einer Sachsituation, das ist poschet ein Weg bei Geschäft zu
zu sparen Geld, zu Ihr habt geschrieben, ich habe gelernt, ihr habt da wichtigen Editorial in New York Times, also sagt Menschen haben reagiert auf dem. Gewisse Menschen von Colleges haben geantwortet, dass man lernt sich ja etwas und es ist gedei. Wie ist gewesen die Reaktion auf der Wahl auf dem Buch? Es ist nur was angeheben. Lass mir reden wegen dem öfter in ein paar Chadoshim herum. Aber ich habe gehört, Sach Standpunkten von verschiedenen Menschen. Gewöhnlich, sie stützen ja, was ich will sagen in das Buch. Der Rike, die jüngeren Menschen, wie ich allein, was haben durchgemacht als eine Überlebung. Ich allein bin gewesen ein Intern mit 5 Jahren zurück. Aber es sind da Menschen, was legen die Meinungen in das Buch und das ist etwas gesund, das ist euch gut. Mein Ziel mit das Buch ist anzuheben ein Schmuss wegen dem, ein Schmuss in unserer Gesellschaft, als wir sollen öffnen, wie soll ich sagen, wir sollen haben eine Politik von internen Programmen. Wir sollen schmussen wegen dem und beschlossen, was wird sein ein gutes System von reinbringen die Studenten in die Büros. Lass mich weggehen ein bisschen und herumreden an ihre anderen Interessen. Weil wir kennen euch doch wie ein jüdischer Redner in China, ein Forscher von Sprachen, was starben ab. Ich weiß, der Termin ist einfach nicht. Das ist einfach kontroversiell. Und wie kommt ihr zu Jiddisch? Ich bin geboren in New York. Ich bin ausgewachsen geworden hier in New York. Und ich habe geredet wie ein Kind. Ich habe geredet nur Englisch, aber ein jiddischen Englisch, voll mit jiddischen Terminen. Der ich schießen werde, aber es macht nicht aus. Ich habe gewusst, dass diese Bubis haben geredet Jiddisch wie Kinder und das ist gewesen ein Teil von unserem Leben, aber das ist nur, wenn ich habe schon graduiert von College, wo ich habe studiert verschiedene Sachen, Chinesisch und Altgriechisch und Lateinisch und eine Sache andere Sachen, habe ich gemeint, dass es fehlt etwas. Es fehlt etwas aus. Für was habe ich sich nicht gelernt, Mama loschen. Und ich habe angehoben, allein sich zu lernen von Lernbüchern und nachdem gewesen in Vilna bei einem schönen Sommerprogramm dort. Und nachdem gearbeitet ein bisschen in einem Volksbühnentheater hier in New York, 6 Deutschem. Von dort kenne ich euch? Efter ja. Aber ihr habt nicht gearbeitet in einem Binyan auf 33. Nicht wie kein Akteur. Das ist gewesen auf in einem neuen Büro auf 29. Gas. Und ich bin nicht kein Akteur, allebei. Wollte ich gewesen ein Akteur, aber nein. Das Mal habe ich sich vernommen mit Mitgliedschaft. Und das ist gewesen eine Arbeit, aber das ist auch gewesen eine Gelegenheit bei mir zu reden mit Menschen, zu verstehen Jiddisch wie lebendige Sprachen, sehr schön und ich bin stolz zu sein Stückel Jiddischist, zu sein Mitglied von Jugendruf und der Jiddisch-Liga, solche Organisationen, was sind wichtig bei mir zuzusehen, mir in der jiddisch redende Sphäre in New York. Ist Heinz redet ihr auf Jiddisch mit der Babin in Miami Beach?
Ein bisschen. Die Bobby in Miami Beach und die Bobby da in New York, sie gedenken noch als Lieder und etliche Wörter und sie freuen sich zu reden mit mir. Ein bisschen, halb Englisch, halb Jiddisch. Bei sie sind gewähnt mamisch verchidischt. Also ich hab sich gelernt Jiddisch und sie, bei sie, das ist eine Gelegenheit zu reden, was ich meine, von Kindheit an haben sie gehabt nicht keine Gelegenheit zu reden. Aber das ist sehr schön. Hat ihr Gelegenheit zu reden auf Jiddisch in China? Gewöhnlich nein, aber 2 oder 3 Mal habe ich sich getroffen mit Menschen, die reden zum wenigsten ein bisschen Jiddisch. Le Moschel Chabad Schleich, was ist gekommen in der provinziellen Hauptstadt, wo ich wohne. Und öfter ein Jid in Shanghai auch. Ein Student von Israel, was gedenkt ein bisschen Jiddisch von der Heim, von der Bobbin. Es sind da, ich meine, dass in aller Erde über der Welt kann man von Zeit zu Zeit Chappen und Schmues auf Jiddisch. Das ist mamisch Ness. Eine Serie auf unserem Kanal ist sehr beliebt und Sachmenschen gucken auf dem und haben wir hören positive Reaktionen und wir hoffen, dass es wird weiter angehen. Und wir sehen, dass ihr sind ein Renaissance-Mensch mit auf ein Thema, was sind ganz anders. Und wir wünschen euch Herzlichen Dank. Schönen Dank, Itzik.